Akrobat. Es gibt in der heimischen Tierwelt wahre Flugakrobaten. Der Wanderfalke erreicht im Sturzflug eine Geschwindigkeit von über 300 km/h und ist damit fast so schnell wie ein Formel-1-Rennwagen. Der elegante Mauersegler dagegen verbringt fast sein ganzes Leben in der Luft. Neben der Nahrungssuche und dem Trinken meistert er auch das Schlafen, die Gefiederpflege und die Paarung im Flug. Ebenfalls ein besonderes Naturschauspiel: Stare auf ihrem Herbstzug. Sie sind in großen Schwärmen unterwegs, die spektakuläre Flugmanöver vollführen können. Ein Star orientiert sich dabei innerhalb des Schwarms an bis zu 7 Vögeln in seiner Umgebung. Zu diesen Vögeln versucht er im Flug die immer gleiche Position einzuhalten. Greifvögel haben es somit schwer, einen einzelnen Vogel innerhalb des Schwarms zu fixieren. Aufschneider. Ein bisschen Show gehört auch im Tierreich dazu. Viele Frösche besitzen beispielsweise einen aufblasbaren Resonanzverstärker. Der Wasserfrosch hat sogar gleich 2. Mit ihnen sind die grünen Teichbewohner in der Lage, ihre Rufe in erstaunlicher Lautstärke erklingen zu lassen. Mitunter können so bis zu 100 Dezibel erreicht werden. Das Ziel? Weibchen anlocken und das Revier verteidigen. Manche Tiere sind auch hervorragende Trickser und geben ihren Feinden vor, viel gefährlicher zu sein, als sie in Wahrheit sind. Boxkampf. Im Frühjahr gibt es bei den Feldhasen etwas auf die Löffel. Dann lassen sich auf den Feldern regelrechte Boxkämpfe beobachten. Es sind weniger Kämpfe zwischen 2 Rivalen, sondern das Boxen gehört zum Partnerwahlritual der Häsin, die Hasenhochzeit. Dabei wird die Kraft und Ausdauer des potenziellen Partners in Spe getestet. Betrügerei. Jemanden ein Kuckucksei ins Nest legen, ist nicht umsonst eine geläufige Redensart. Das Kuckucksweibchen verteilt seine Eier gezielt auf die Nester anderer Vögel. Die Eiablage erfolgt in wenigen Sekunden, wobei in jedes Nest nur ein Ei gelegt wird. Das Männchen lenkt dabei manchmal die Wirtsvögel ab, damit sie nichts von dem betrügerischen Spiel merken. Nach dem Schlüpfen schiebt der erst wenige Stunden alte Jungkuckuck sämtliche Eier und bereits geschlüpfte Stiefgeschwister über den Nestrand. Er ist somit das einzige Küken, das gefüttert wird. Kalte Füße. Wenn im Winter die Temperaturen unter 0 Grad Celsius fallen, frieren viele Gewässer zu. Nur an einigen Stellen können Wasservögel die Oberfläche durch ihre Bewegungen eisfrei halten. Bekommen die Tiere dabei keine kalten Füße? Nein. Wasservögel, zu denen Enten, Schwäne und Taucher gehören, können die Blutzufuhr in ihren Füßen und Beinen regulieren und somit verhindern, dass das Blut in den Beinen zu stark abkühlt. So gelangt weniger Kälte in den Vogelkörper.
Leiit lief nolächt alle goer. Natur an Umwelt zu grosse Numm, also en gros Assoziatioun, am is sich schon lang NRW, wie fir Natur und Umweltschutz zu machen, als anzusetzen 100 Joer. 100 Joer lang sind wir NRW, feiern wir das Jahr, vielleicht, wie Jiedfried weiß, nicht an dem Kontext, wie wir es wollten feiern. Während in den 100 Jahren ist aber auch viel geschieht. Wir haben uns über lange Jahre zu einer kräftigen Organisation entwickelt, die angefangen hat, 400 Jahre mit just vollen Beobachtungen. Heute sind wir bei Naturschutz, Umweltschutz, die ganzen vernetzten biologischen Teil an Umwelt dabei sind, wo wir uns darum kümmern, wo wir uns ansetzen, für die Entwicklung zu stoppen, die einfach nicht optimal ist. Wir haben noch für 100 Jahre viel vorgeholt gehabt. Ein von den Programmen, ein von den Punkten, die wir wollten realisieren, ist das Buch, das wir heute präsentieren. Ein Buch, das nicht einfach ein retrospektives, geschichtliches, sondern das ein immens große Valeur hat vom Rückblick, vom aktuellen Zustand, wo wir sind, wo die Natur dabei ist, und aber auch für allem, wo wir wollen hingehen. Und ich meine, dass von den wichtigen Wollen von dem Buch, was uns hoffentlich gelungen ist, Information, Sensibilisation, auch den das Buch an den Händen hört, den es kauft, der soll etwas davon haben. Und nicht müssen die 560 Seiten von Hanne bis 4 lesen, mit dauernd Trablieren gehen. Und dafür ist es eine interessante Abmachung, ein flotte Layout. Und ich hoffe, dass es alle denen, die sich für die Natur interessieren, viel Freude, viel Spaß möchten und selbst mithören über die DW von dem Buch. Also Motto im Moment ist zu summen für die Natur von Moor. Und ich meine, das Buch ist ein flottes Plädoyer für uns Natur. Aber leider konnten wir an den 100 Jahren nicht alles realisieren. Für allem am 100-jährigen Jubiläum nicht feiern, wie wir das wollten. Ich meine aber, dass es uns gelungen ist, trotz Corona ein ganz paar die Aktivitäten an den Kontext von 100 Jahren machen. Aber wie viel wird man dann das auch eventuell Anfangs 2021 noch können zum Teil nachholen? Die Corona-Pandemie ist ja eng von den vielen Kalamitäten, die wir als Menschheit aber schon mitgemerkt haben. Wir sind auch neben Corona konfrontiert mit zwei anderen, zumindest aus Mengen, nicht nur aus Mengen an größeren Katastrophen, die auf uns zukommen. Das ist der Klimawandel und den dramatischen Verlust von der Biodiversität. Natur selber, meine ich, die erhält sich. Natur hat sich noch immer erholt. Ich wollte just ganz kurz erwähnen, für 65 Millionen Jahren sind neben den Dinosauriern bei 90% von den Lebewesen, den Tieren und Pflanzen ausgestorben. Und an den 65 Millionen Jahren danach wird die Natur fertiggebracht, aber Millionen neue Arten zu entwickeln. Und das an einem Gleichgewicht zwischen den Arten und einem Gleichgewicht zwischen den einzelnen Ökosystemen. Und daraus haben wir uns als Menschen auch entwickelt, an einem stabilen Gleichgewicht. Aber wir können auch nicht mehr überleben, gesund überleben, gut überleben, wenn wir das Gleichgewicht respektieren, aber wenn wir das Gleichgewicht von den Artenvielfalt auch von den propren Ökosystemen auch halten. Wir haben es fertiggebracht, an dem vernetzten Ökosystem also zu entwickeln. Wir Mengen sind als bei allen eins, und das vielleicht viel zu viel prächtig entwickelt. Wenn ihr guckt an den letzten Jahren, wie die Entwicklung rasant vorgegangen ist, wo wir uns hin entwickelt haben, da muss ich einfach aufhören. 84 Jahre hat als Erde 2,3 Milliarden Einwohner, heute sind wir auf 7,8 bei 8 Milliarden. Davon an den letzten 20 Jahren sind 2 Milliarden Leute dabei kommen. Auch den CO2, wie vom Klimawandel zu schwätzen, hat sich bald verdoppelt an der Atmosphäre. Und das war die Person, eine natürliche Wildnis, natürlich Lebensraum, haben sich übertauschend halbiert. Ich meine, das sind Trends, denen wir müssen entgegensteuern. Wenn ich so den CO2 an der Atmosphäre hat sich verdoppelt, das war schon ein paar Mal auf der Welt, dass das war. Aber das war über Hunderttausende von Jahren, wo das sich
entwickelt huet, an noch Zräg entwickelt huet, dann haut mech man dat innerhalb praktisch 100 Jahre oder nach Armee im kurzen Zeitraum. Wir leben also op Kächte vun der Biodiversität, méi ohne Natur geht het net. Natur muss aber reibungslos funktionieren und Biodiversität als den einzigen Garant für das wir eng Stabilität dabei der Erde behalen. Viel Ökosysteme sind bal und die sind der Zerstörung, dem Raubbau zum Opfer gefallen, und wir müssen dem entgegenwirken. Ich denke, das ist an unserem eigenen Interesse, dass wir die Energie, die Ideen, die Fantasie, den Ersatz, auch die Geldmittel, die wir über 100 Jahre angesetzt haben, für aus unserer Sicht die Natur zu stabilisieren, zu retten, an ihren ursprünglichen Zustand zu setzen, dass die richtig ist, dass wir viel mehr massiv nach müssen gehen. Es soll den Lohn nicht pessimistisch sein, weil es sind überzeugt, dass wenn wir es wollen, können wir es mehr. Wir haben an der Corona-Pandemie gewiesen, dass wir als Menschheit, als Weltgemeinschaft sogar es fertig bringen, enorm Anstrengungen zu machen. Und das sollte man, und das muss man auch für unsere Natur, für das Klima zu schützen, für unsere Erdenvielfalt zu erhalten machen. Und da gibt es eine ganze Party Pisten, die ich kann machen, die am Prinzip gar nicht so dramatisch sind und uns auch gar nicht verdammen zu einem menschenunwürdigen Leben, mehr au contraire. Ich meine, das ist, was man muss fertig bringen, das ist das Niveau von unserer Weltbevölkerung zu stabilisieren. Und das geht überall an den Ländern, wo man fertig gebracht haben, an Bildung, vor allem an Bildung von den Kindern zu investieren, wo man fertig gebracht haben, jeder Verein auf einen gewissen Lebensstandard zu bringen. Da geht es, dass die Weltbevölkerung oder die Bevölkerung sich stabilisiert, an sogar, und wir sehen natürlich vor allem in Europa und in verschiedenen Ländern, die Bevölkerung zurückgeht. An der anderen Seite ist das große Problem von der Energie. Wir leben ja auf Kosten von der fossilen Energie mit all den Konsequenzen, neben dem CO2, den ausgestoßen wird, auch andere physikalische, chemische Nachteile, die das hat. Und wir haben eine Energiequelle, die unendlich ist, und wir kriegen über die so viel auf der geschickte Energie, die wir alle gut nicht verschaffen können. Das ist die Sonne. Wir denken nicht, dass es doch einfach ist, für das Problem vom Klimawandel an den Griff zu kriegen, wenn wir es nicht mehr wollen. Das ist eine Affäre von politischen und von jedem Einzelnen, sie wollen, wenn wir die Energie aus der Sonne über das Wasser, Luft, Erdwärme, die erneuerbaren Energien massiv ersetzen, wenn wir doch fertig bringen, die großen Staatsfonds, norwegische Staatsfonds, also den dicksten auf der Welt, wo wir die hunderte Milliarden aus der fossilen Energie rausholen und investieren an erneuerbare Energien, dann ging das ganz schnell gehen. Wir müssen also just wissen, aber meine Hoffnung ist relativ groß, dass Norweger klein angefangen haben damit, dass es demnächst aber schnell damit vorgeht. Und dann ist ein größeres Feld, wo wir können ganz vieles erreichen, das ist also Ernährung. Wir wissen alle gut, dass die meisten von uns nicht ganz gesund sich ernähren, dass wir viel zu viel Kohlenhydrate an uns holen, dass wir viel zu viel Süßigkeiten essen, dass wir viel zu viel Fleisch essen. Der brasilianische Urwald ist an den letzten Monaten so radikal aufgeholzt gehen, wie das schon lange nicht mehr war. Vor allem als das Winsteisen Lebensmittel, billige Soja, billige Fleisch, wenn wir fertig bringen, also Konsum, so umzustellen, dass wir das, was wir können dabei der Erde produzieren, auch nachhaltig können produzieren, dann haben wir enorm viel für unsere Natur gemacht. Wenn wir den brasilianischen und anderen indonesischen Urwald verholzen, hat das dramatische Konsequenzen. Wir können ja so gut, dann ist an Brasilien nur just ein Steppe. Nee, so einfach ist das nicht, wenn der brasilianische Urwald nicht mehr existiert. Das ändert ganz Klima auf der Welt. Nicht nur, dass der Busch sich selber sein Regen produziert, aber all die Luftströme ändern da komplett auf der Welt. Und da kennt ihr auch mal sehen, dass der Golfstrom nicht mehr fließt und dass wir hier in Europa Klima haben wie an Kanada oder an Alaska. Auch als Ernährung umstellen heißt auch ernst produzieren. Wir müssen nicht immer große Flächen umploen für zu produzieren.
Wir können noch viel Indoor produzieren, mit neuen Methoden, mit viel mehr spursame Methoden, Technik, Fantasie, als de Welle muss es just sinn für dem entgegenzuwirken, auch Pestiziden. Wir brauchen immer zu dezidieren, dass wir viel mehr Pestiziden ersetzen, dass wir auch da ein ganz paar die Alternativmethoden an der Landwirtschaft realisieren. Biolandwirtschaft als großes Stichwort sind wir viel zu viel los für ob mehr ein groß massiv Biolandwirtschaft umzugehen. Pestiziden, wie gesagt, als ein dramatisches Problem. Wir haben drin auch die von den Antibiotiken. Auch da können wir zu unserem eigener Sicherheit gucken, dass wir die Antibiotika viel mehr reduzieren. Weil ich denke, dass mittlerweile wir noch verstanden hat, dass man als Schwein zum Beispiel mit Antibiotiken dauernd trätieren, für das wir sehr fett gehen. Brauchen wir uns nicht so wundern, wenn wir ans Spital kommen und Antibiotika am Spital, die nützt nicht mehr. Dafür ist auch da ein schnelles Umdenken nötig. Und da gibt es viele Einzelprogramme, wo ich kann konkret etwas machen als Nation, als Kontinent, aber auch als eigenen Bürger. Ich picke just den raus. Beem pflanzen. Beem brauchen wir, die EU hat sich ja am Green Deal ein Programm gegeben für 3 Billionen neue Beem anzupflanzen. Da kann ich für jeden helfen. Und ohne das Programm könnte man das doch machen. Ein Baum bindet ja einfach viel CO2, aber wir brauchen so senken, wo den CO2 sich kann niederschlagen. Ich denke, dass es eine ganz Reihe nach so Initiativen, so Projekte gibt, wo man können gegensteuern und man muss nicht einfach just machen, just do it. Weil nicht mehr mit der Natur können wir eine Zukunft für als Kanner haben und die Natur als unseren besten Verbündeten. Weil wir auch als Menschen, wie alle anderen Arten, schwätzen wir viel von Vernetzung. Wir sind ein Teil von dem Netz und wir können als Zukunft nicht mehr proper gesund an Ugrefühlen, an Zukunft gucken, wenn wir ein Teil von der Natur sind und die Natur hat alles brett für Eis über die Tronnen zu bringen. Das ist von den großen Gedanken von diesem Buch, für nicht nur einen historischen Rückblick zu machen, sondern für einfach auch ein Buch, ich mal auf den Weg zu gehen, wo ihr könnt rablieren, wo ihr könnt weit über 1200 Stichwörter rund um Natur und Umwelt noblieren, was geht zu Lützeburg, was geht darüber raus. Ein kleiner Rückblick als da über diese Geschichte, ein flotten einleitenden Artikel auch über die Entwicklung von unserer Assoziation, wie die Gedanken gewusst ist, dass es nicht nur darum geht, für Einzelfälle zu beobachten, sondern dass viele auch an einem vernetzten System leben und durch die Vielfalt die Natur ist so stabil und selbstheilend Guinness. Dafür für alle die da mitgeholfen haben, das 560-seitige Buch zu realisieren, einen großen herzlichen Merci. Merci an die viele Artikel geliefert haben für das Buch, wie wir es konzipiert haben, für die Fotos geliefert haben, für die Stunden Texte korrigiert haben. Und ich werde, wie bei allen Buch, fanden wir auch noch vielleicht den einen oder anderen Fehler dran, mit das dann der Printteufel. Merci dem Komitee, dem Redaktionskomitee für das zu machen, und von denen alle, die viel da geschrieben haben, spezifische Merci dem David, dem Med, dem Jean, dem Rehm, Sabrina, dem Lea und dem Laurent. Und sie gehen die Merci in vielen und alle, die eine Hand mal durchgepackt haben, für das zu machen. Ohne als Lokalsektionen über die Jahre, die sich konstituiert haben, respektive heute nach schaffen. Merci für Ihren Einsatz. Merci aber auch denen, die geholfen haben. Lohan hat der Kamera am Hintergrund für die Hai. Speziell an Corona-Zeit, speziell Präsentation von einem Buch, für allem auch die Künstler, die Darbietung als zu dem Kontext werden machen. Und ein ganz großer Merci über die 100 Jahre, die Hunderten, weil Tausenden von Benevolen, die als eine Hand mal durchgepackt haben, für die viel Arbeit, sei das redaktioneller, praktischer oder was auch immer, das wir realisiert haben. Und natürlich den staatlichen Stellen, die uns über die Jahre moralisch und finanziell unterstützen.
Aber so finanziell ass dat doch grosse Merci und all als Membern, die ich hanner da stehen, die als mat der Kotisation finanziell unterstützen, dass man dat können machen, wat man haut machen, als Donateuren an für allem auch als Sponsoren, die Heinz dem Idee van Hersch greifen. Ein dicke Merci ohne sie wärmer net do, wo man haut sinn. Dafür Merci alle Gur, die als iwwer 100 Jahre unterstützt hun. Und ich hoffe, dass als auch nach die Jahrzehnten, die kommen, unterstützen. Merci der Equipe, die Datei ophält und zusammenschneidet. Merci euch alle Gur und ich wünsche jedem viel Spaß, viel Frieden und auch hoffentlich, dass viel Neues aus dem Buch da entgegenspringt. Hol dich das Buch, kauf dich das Buch, das ist der Wert. Merci für euch, als über TV zu unterstützen. Merci. Was dir, dass es Terrain zu Lützeburg gehen, wo die Insekten und Pflanzen Herr Meister sind. Wir erklären euch, wieso es wichtig ist, dass bestimmte Plätze geschützt gehen. Natur und Umwelt stellt dir schwer, den ABC von der Natur. Heute kommen wir auf den Buchstaben C zu schwätzen, für allem auf den Chantier Natur. Für zu verhindern, dass der Beton Altspur von Biodiversität zu Lützeburg zerstört, käft die Natur- und Umweltfondation Hölle für die Natur rar Lebensräume durch das ganze Land, für das zu erhalten. Es gibt dabei ganz unterschiedliche Lebensräume. Lütschen, Bungerten, Fichtwiesen mit Uferzonen, Kapfäden und Dröschewiesen. Für diese Zonen zu schützen, müssen wir sie erhalten. Wir nennen das Chantier Natur. Zum Beispiel sind Dröschewiesen ein Lebensraum für Orchideen. Orchideen wachsen auf nährstoffarmem Boden, die mit wenig Wasser eins, brauchen aber viel Lut. Aus dem Grund muss ob manst einmal am Jahr Gestrüppe weggeholt gehen, für das es Tageslicht gesehen. Aber wenn die Zone zu groß ist oder schwer zu gerieren, rufen wir sogar als Freund Schof. Was gut ist für die Orchideen, bekommen auch andere Blumen gut und zieht Insekten an. All Jahr gehen mehr wie 30 Chantier Natur durch das Land organisiert. Freiwillige wie der Martin und den André sind aktiv Erhalt und praktischen Schutz von der Natur beteiligt. Auf der Platz geht gratis Geschirr angeboten und es kann lernen, wie ein Mottosessel oder ein Mottosee benutzt, für zu mähen und Gehölz zu schneiden. Alles das natürlich an bester Laune. Übrigens ist das doch eine super Idee für einen nützlichen Betriebsausflug. Zeigt nicht, ihren bekannten Kreis davon zu erzählen, an dem es dir dieses Video dealt. Macht mit als Benevol und unterstützt uns als Member. Rendezvous auf unserem Site für weitere Infos. Soil is in part a creation of life, born of a marvelous interaction of life and non-life long eons ago. The parent materials were gathered together as volcanoes poured them out in fiery streams, as waters running over the bare rocks of the continents wore away even the hardest granite, and as the chisels of frost and ice split and shattered the rocks. Then living things began to work their creative magic, and little by little these inert materials became soil.
Zerschnittene Landschaften. Unzerschnittene Lebensräume für wildlebende Tiere sind in den letzten Jahrzehnten rar geworden. Das luxemburgische Straßennetz ist fast 3000 Kilometer lang. Hinzu kommen 275 Kilometer Schienennetz. Das sind 4,4% der Gesamtfläche des Landes. Weitere 9,6% der Landesfläche sind bebaut, mit Siedlungen, Industrieanlagen, Gewerbegebieten. Betrachtet man die Räume zwischen diesen Strukturen als Maschen, erhält man einen Maßstab für die Zersiedelung einer Landschaft. Sind auf einer Fläche sehr viele Maschen, ist die Zersiedlung hoch. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Tiere einer Art, die an unterschiedlichen Stellen in der gleichen Region leben, sich begegnen, ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Mit 135 Maschen pro 1000 Quadratkilometer ist Luxemburg seit 2011 offiziell das Land mit der höchsten Landschaftszerschneidung in Europa. Am Jahr 2019 goufet zu Lützeburg ca. 25.000 Tonnen Littering, also Ofall, den op de Bodem geheit gouf. Dat entspricht 16.000 Autoen, 360.000 Menschen oder 258.863.000 Blätter per Bayer. Ja, da können eng jetzt summen. Solange mir neicht ënnerhoelen, klemmt déi 12 weiter an Blut. Natur an Umwelt präsentéiert Dich den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buchstab G ze schwätzen. Fi an allem op Grousbots. Me wat ass eng Grousbots? Et bedeit net just als schönste Gummis Stiefelen nun zu doe fir de Gart abtrei ze man. Nee, et bedeit viel méi wéi dat. Seit 50 Joer engagéiert sich Natur an Umwelt am März an April fir Freiwilliger zu mobiliseieren, den Ofall aus der Natur am ganze Land opzeraffen. Fir wat grad an denen 2 meint. Dat ass fir d' Fauna an Flora net ze steieren. 2016 hu 4.000 Personen bei iwwer 60 Aktionen méi wie 10 Tonnen a 40 Kubikmeter Ofall agesammelt. Nee, Dir werde lo soen, fir war das so wichtig, den Ofall opzeraffen, besteiert den net. Ma ja, eichtens. Och wann et ihr net steiert et mat zecher Hetianer. Et ass ganz einfach eng froh vu Respekt. Me et ass net nëmmen do west. Den Ofall stel eng regelrecht Bedrohung fir den Mënsch, fir d'Umwelt a fir d'Ieren due. Zigarettestëmp, die nach Glausen, können grad so wie Glasscherblen nieft schlimme Blessuren noch Feier verursachen. Außerdem verunrengigt schon einzigen Zigarettestump bis zu 40 Liter Wasser. Deiere verschlecken Tofell, Giftstoffe zähen an Blut, aber bleiben an ihrem Körper. Dieselbe Steieren, die dir Dono ob ihrem Teller hut. Es gibt geschah, dass zwischen 100 an 142 Millionen Tonnen Plastik an den Meeren sind. Et versteht sich vom selben, dass verschiedene Fische nicht mehr ganz gesund sind. Studien schätzen, dass ein Mensch wie dir nicht bis zu 5 Gramm Plastik an der Woche abholt. Das entspricht enger Kreditkarte pro Woche. Ma, guten Appetit. Und dann, was können wir persönlich machen, um das zu vermeiden? Geheit Zigarettestimmen an den Aschebecher. Denkt dran, Bächse, Flaschen an de Papaya zu recyclieren. Und geheit nicht recyclierbaren Aufall an die nächste Pubel. Aber nicht nieft Pubellen, die schon voll sind. Kauft mit Verstand, vermeidet Aufall und evitiert überflüssige Verpackungen. Es ist höchste Zeit, dass wir alle eine Hand packen, für die Natur auf unserem Planeten zu schützen. Außerdem organisieren wir als Großbots immer a bester Laune. Macht mit als Benevol und unterstützt uns als Member. Rendezvous Site naturumwelt.lu für weitere Informationen.
Que restera-t-il de l'humanité lorsque toutes nos forêts auront été brûlées, nos rivières asséchées, nos ressources naturelles épuisées? Immobilienkrise zu Lützeburg. Sicht, Häuschen zwischen 20 und 30 Quadratzentimeter an der Stadt oder im Land. Für eine volle Familie. Ja, die Villager müssen noch anzwischen wohnen. Aber genau wie dir haben noch sie immer mehr Probleme, etwas zu finden. Natur und Umwelt präsentiert euch den ABC von der Natur. Heute kommen wir auf den Buchstabe N zu schwätzen, und vor allem auf Naschtköst. Im Prinzip brauchen Tierlebreier einen kleinen, natürlichen Hohlraum. Nach einem Fels, nach einem Dach. Der Spirsch kann sogar selber Hirlen an Albeem schlagen. Andere Fullen wie Merlen oder Pofanke brauchen kein Hirl. Aber wieso gehen dann Naschtköste für Fullen? An dem Fall heißt Urbanisation man Wohnraum für Fullen. Gut beschichte Fassaden ohne Splecken sind auch mit Schuld und dieser Wohnungsnot. Zum Beispiel wird Mesen, Spatzen an den Hausrotschwanz. Proprietären, die fährten, dass ihr Fassad kein knaschtig gehen, verdreiweln Schmurwellen, die dafür immer mehr rar gehen. Nicht all voll braucht dieselbe Naschtköst. Klach variiert. Ein Mes braucht Kleinklach, ein Spreive groß. Es soll ihn auf der Rot von unseren Experten lauschen. Bei Natur und Umwelt bauen wir mit Gruppe von Jonken Naschtköste für verschiedene Arten. Wir hängen all Jahr neue Naschtkösten ab und kontrollieren sie. Es ist auch wichtig, all Jahr Hunderte von Naschtkösten zu botzen. Zu überprüfen, ob Naschtköst auch gut befestigt ist, ob es das richtige Modell ist oder so ein Problem besteht. Wir bieten den Hirlebreier eine Wohnung für den Sommer. Eine kleine Mammendeiere wie dem Siebenschläfer, ein Stopp am Winter. Das Abend auf der Tölle von Benevolen. Zeigt also nicht, ihr seid uns zu schließen, an unsere Fullen zu helfen. Rendezvous bei dem Sitz naturumwelt.lu für weitere Infos. Schönen guten Abend, die Damen, die Herren, Herr Präsident, liebe Komiteesmember, liebe Member, alle Guten von Natur und Umwelt. Das ist mein besonders Freude, Abend dürfen auf einer digitalen Vorstellung von Ihrem Buch am Kader von Ihrem 100-jährigen Jubiläum dürfen dabei zu sein. Ein Abblick an unsere Natur von A bis Z, das ist den Titel, ein Abblick an Ihr Arbeit, Ihr Meilenstein, Ihr Engagement. 100 Jahre Natur und Umwelt, das bedeutet für mich erstens mal ganz viel Pioniergeist. Am Bereich vom Tieren- und Vogelschutz, bei der Wurzel sind. Das bedeutet für mich Generationen übergreifend zusammenarbeit. Und das 100 Jahre am Bereich vom Naturschutz und vom Schutz von unserer Umwelt. Nur und nur hat auf mich breit festgestellt, die hat mehr Member gekriegt. Aktivitäten umfassen Haut, sowohl die ornithologische Station, wo der Restaurant liefert, wo wir gut zusammen schaffen, wie aber auch die Wildtiere-Station oder eben auch die Stiftung, wo der Haut zusammen mit da ist, als Minister ganz viel für den Naturschutz macht, wo der großen Akteur sitzt
an der Realisation von unserem nationalen Naturschutzplan, wo da ein engagierter Akteur sitzt, für zu sensibilisieren und Mithilfe von den Leuten, brauchen wir Haut, wo der Biodiversitätsverlust so groß ist, mehr denn je. 100 Jahre feiern, das heißt für mich 100 Jahre mit Herz läuft dabei, 100 Jahre Engagement und Benevolat, das heißt ganz viel Hände, die aufpacken, als natürliche Reichtum, als Natur an der Welt zu schützen. Und dafür will ich den Abend ein ganz, ganz großes Merci sagen. Felicitieren für eine flotte Publikation. Die Leute da draußen natürlich viel Spaß bei mir sind und für den Rest den Schäferfeier heute Abend. Vielmals merci für Ihr Engagement. The Earth's vegetation is part of a web of life, in which there are intimate and essential relations between plants and the earth, between plants and other plants, between plants and animals. Sometimes we have no choice but to disturb these relationships, but we should do so thoughtfully, with full awareness that what we do may have consequences remote in time and place.
J'étais seul près des flots, par une nuit d'étoiles. Pas un nuage aux cieux, sur les mers, pas de voile. Mes yeux plongeaient plus loin que le monde réel. Et les bois et les monts et toute la nature semblaient interroger dans un confus murmure les flots des mers, les feux du ciel.